Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Der Kölner Karnevalist, Sänger und Komponist Jupp Schmitz ist, wie heute bekannt wird, in der Nacht zum Dienstag in einem Krankenhaus in Köln gestorben. Schmitz ist weit über die Hochburgen des Karnevals hinaus durch Schlager wie Am Aschermittwoch ist alles vorbei und Wer soll das bezahlen bekannt geworden. So temperamentvoll und mitreißend wie eh und je. Nach seinem Soloprogramm, das er im Januar im Senftöpfchen-Theater bot, überhäuft ihn die Kritik mit Lobeshymnen. West 3 hat diesen Abend mit alten und neuen Liedern und heiteren Geschichten aufgezeichnet und gratuliert mit der folgenden Sendung einem liebenswerten Menschen und großen Künstler. Es sind viele Jahre vergangen, mit 90 bin ich noch dabei. Die Zeit war voll Hoffen und Bangen, doch heut fühl ich mich wie damals im Mai. Meine Damen und Herren, also ich muss die Uhr mal zurückdrehen. Und zwar, der Krieg war zu Ende und ich stand in irgendeiner Straße und wusste nicht mehr, wie sie hieß. Nur Trümmer, nur Trümmer. Es war furchtbar. Und da ist mir Folgendes eingefallen. Mein herrlich Kölle, wie süß der Us, wo sind die Straße, wo stund mein Hus? Und bist du auch zerschlagen, das ändert ja nichts dran, dass wir mit heißem Hetze von neuem fangen an. Dass wir mit heißem Hetze von neuem fangen an. Et geht wohl keiner ob der Erd, der wie ne Kölsche an der Heimat hängt, der sich so viel Gedanken mäht, von früh bis spät nur an sin Heimat denkt. Mein herrlich Kölle, wie süß der Us, wo sind min Straße, wo stund mein Hus? Und bist du auch zerschlagen, das ändert ja nichts dran, dass wir mit heißem Hetze von neuem fangen an. Dass wir mit heißem Hetze von neuem fangen an. In Köln, wo so viel gelacht, wo Freude und der Humor sin Heimat hat. Wer hätte das wohl je gedacht, dass die Stadt Schicksal schlagen dazu hat. Und bist du auch zerschlagen im Hetze von neuem fangen an. Danke.
Danke. Als ich heute Morgen wach wurde, sagte meine Frau zu mir, du bist hier wieder. Ja, sag ich, da bin ich wieder. Und wenn das so geht, dass ich immer wieder da bin, dann könnte mein kölsches Märchen, was ich mal geschrieben habe, in Erfüllung gehen. Das da lautet: Wer am längsten lebt, der kriegt die Schilderjas. Der kriegt die Hofstraße und der Dom. Doch bei all dem Glück ist das ein ärmer Mann, weil der sich mit keinem unterhalten kann. Über die Schilderjas, die Hofstraße und der Dom. Zwei Kölsche saßen oben der Bank und waren am Verzellen. Sie sprachen über allerhand, natürlich auch von Köln. Der eine sagte, es ist für mich ein ganz besonderer Spaß, wenn ich spaziere und ab, so durch die Schilderjas. Da meint der andere, ja, wie das so geht. Wer de Schilderjas ins Erf, der det wo hück alt lebt. Wer am längsten lebt, der kriegt de Schilderjas, der kriegt de Hofstraße und der Dom. Doch bei all dem Glück ist das ein ärmer Mann, weil der sich mit keinem unterhalten kann. Über die Schilderjas, die Hofstraße und der Dom. Und nun kommen wir zu einem ganz anderen Thema, und zwar die Unschuld. Also die Unschuld. Man hört sie nicht. Man sieht sie nicht. Aber trotzdem ist sie da. Man weiß nur nicht immer, ob es auch wahr ist. Nicht? Ja. Sie stand am Waldesrand und neben ihr die Tant, die sprach: Mein liebes Kind, im Wald die Räuber sind, geh nur nicht da hinein. Es könnte schließlich sein, dass so ein Räuber käme und dir die Unschuld nähme. Ich weiß Bescheid. So sprach die Maid. Ich hab bis heut es nicht bereut. Die Unschuld kann mir keiner nehmen, denn ich besitze sie nicht mehr. Die hab ich einem Mann gegeben, der war kein Held und auch kein Millionär. Jetzt müssen Sie mich fragen, was war er dann? Der war Trompeter bei der Feuerwehr. Er war ein Mann von Welt, hat Schulden mehr als Geld. Sie machte sich nichts draus, denn er sah blendend aus. Er war zu ihr so nett, lud ein sie in sein Bett. Dort ist es dann passiert, was man so leicht verliert. Ich weiß Bescheid.
So sprach die Maid, ich hab bis heute es nicht bereut. Die Unschuld kann mir keiner nehmen, denn ich besitze sie nicht mehr. Die hab ich einem Mann gegeben, der war kein Held und auch kein Millionär. Was war er dann? Der war Trompeter bei der Feuerwehr. Ja. Ist er nicht zu fassen, ne? Und jetzt was ganz anderes. Ja, aber das Schwierigste an so einem Stückchen ist der Titel. Also Sie glauben nicht, die Melodie und so weiter, das kann man, das geht nicht. Aber der Titel, aber ich habe ihn gefunden. Tacho, der Kilometerfresser. Ist das richtig? Nee, das läuft ja nicht. Also, ja, ich habe noch andere, da ist auch der Titel, furchtbar. Meine Damen und Herren, sollte unter Ihnen jemand sein, der Ackermann heißt, ist keiner da, gut. Denn der Ackermann, der eventuell hier sitzen könnte, der hat jetzt mit der Geschichte nichts zu tun. Und zwar ist der Ackermann und seine Frau, er sitzt vor dem Fernseher, sieht Sport. Die Frau macht keinen Sport, die sitzt am Sofa und liest die Zeitung. Auf einmal sagt sie, du Karl, hier steht im Regina-Palast nächste Woche, da kommt die Französin Ludmilla, was weiß ich, wie sie heißt. Ist, ja, und das ist eine Stripteuse. Was ist eine Stripteuse denn? Ja, die macht Strips, wie heißt das, Strips? Die DCUs. Ja, so Stück für Stück. Ne?
Und das möchte ich mal gerne sehen. Ach, seht mal, das ist das Striptease, das ist, ach, langweilig. Dann denkt sie, ja, die denkt ja aus, aber was soll das? Nein, ich will das mal sehen. Ich bestelle es per Karten, dann gehen wir dahin. Ja, der Abend kommt, sie ja noch. Die jarrende robe Frau, ach, da, Herr Ackermann, da sind Sie, ja. Und sie natürlich, der Oberkellner, ach, Herr Ackermann, bitteschön, hier drüben, jawohl, wie immer und so. Die Frau kocht langsam, ne? Also es geht auf einmal los, die Stripteuse kommt. Toll, ne? Was sie alle anhat. So, hier jetzt, da, das. Also um es kurz zu machen, am Schluss hat sie das Höschen in der Hand. Und sagt, und wer soll das haben? So ruft der ganze Saal, der Ackermann. Sie rennen raus, Wut, rennen in den Tax, hinter ihr her in den Tax, die ist am Schimpfen, sowas. Also der Chauffeur hält endlich, seht ihr, Herr Ackermann. Wir hatten ja allerhand Höhner hier in dem Auto. Er war so ein Suppenhohn, das hatten wir noch nicht. Im Winter dann Schnee, träumen wir im Winter und ja in der Wald, in der Wald, in der Wald. Aber im Mai, dann geht es wieder schön, dann blöde Böen, dann ist es schön. Aber im Mai, dann wird es wieder schön, dann blöde Böen, dann ist es schön. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Blinke, Blinke? Wer hat so viel Geld? Ah, ja. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Blinke, Blinke? Wer hat so viel Geld? Es ist noch super, es ist noch super. Er hat noch nicht, wer will noch mal, er hat noch nicht, wer will noch mal. Es ist noch super da, es ist noch super da. Wir geben eine Runde für den ganzen Saal. Es ist noch super, es ist noch super da. Er hat noch nicht, wer will noch mal, er hat noch nicht, wer will noch mal. Es ist noch super, es ist noch super. Ich gebe eine Runde für den ganzen Saal. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind, weil wir so brav sind. Das sieht selbst der Petrus ein, er sagt, ich lass Herrn sein. Wir waren auf Erden schon die einsten Engelein. Es war im Zillertal, im schönen Zillertal, wo er sie sah, das allerletzte Mal.
Aber jetzt am Aschermittwoch ist alles vorbei. Die Schwüre von Treue, sie brechen entzwei. Von all meinen Küssen hab ich nichts mehr wissen, wie schön es auch sei. Dann ist alles vorbei. Aber jetzt da haben wir eben mit angefangen. Können Sie sich erinnern, ne? Und da hatte ich den ersten Text in meinem Leben gemacht. Der Krieg hatte angefangen, der Zweite Weltkrieg. Und tja, was ist jetzt? Die Melodie hatte ich, aber kein Textdichter mehr. Die waren, was weiß ich, wie Kurt Fels, ein toller Mann war das, der auch vorher Lieder mit mir gemacht hatte, zum Beispiel Gib Acht auf dein Herz, Margarete, ich hab so Angst, dass einer kommt und es dir stiehlt und so weiter. Ne? Und für den hatte ich auch diese Melodie. Und mir fiel dann nach langem Hin- und Herdenken, ich bin ja kein Dichter, vielleicht ein Loch dichten, aber sonst, ja, ja, ja. Jedenfalls, ich bin mit dieser, es sind viele Jahre, das hieß dann, es sind viele Jahre vergangen, seitdem ich zuletzt dich gesehen. Ich warte mit heißem Verlangen auf dich und auf ein Wiedersehen. Tolle Texte. Oh. Also jedenfalls die Grammophongesellschaft, der ich das vorspielte, alles saß in Berlin. Nach Berlin bin ich gekommen, damals. Und der Aufnahmeleiter, dem spielte ich das vor, ja, gefiel ihm, aber ohne Text. Seitdem dichte ich nicht mehr so. Jedenfalls, also er machte aber eine Platte, wo die Nummer, also ohne Text, nicht? Mit großem Orchester, toll war das. Ich habe die Platte nie gehört. Ja, ich war noch Soldat, ich war noch eingezogen mittlerweile. Aber jetzt wisst ihr, es ist unfassbar. Das Volk hat sich selbst einen Text gemacht. Ich kam in Wilhelmshaven aus dem Kino. Wir hatten abends frei natürlich. Und da gehe ich dann aus dem Kino, komme ich raus und vor mir gehen zwei Lords, zwei Matrosen, schön angesäuselt. Die sangen auf die Melodie von mir. Du kannst es so schön und so lange. Und wirst auch nicht müde dabei. Mehr weiß ich nicht. Und ich, Menschenskind, die Melodie, die kennst du doch. Die hast du doch schon mal gehört. Da muss ich ja das von mir. Ist doch nicht zu fassen. Und dann ein andermal hörte ich einen Matrose, der sang,
Es war in der Wüste Sahara. Da lag ein geschlechtskrankes Weib. Ja, da können Sie mal sehen, wenn Sie eine anständige Melodie machen, das dann noch. Ja. Um bei der Marine zu bleiben. Blau war die Lieblingsfarbe von der Pauline. Drum schwärmte sie schon immer für die Marine. Eines Tages stand sie im Regen, wartet auf die Straßenbahn. Da kam ihr ein Mann entgegen, hat ne blaue Hose an. Das kann nur ein Seemann sein, meinte sie genau. In der Bahn erfuhr sie dann, dass er schafft am Bau. Nicht in jeder blauen Hose steckt ein strammer Vollmatrose. Ja. Sind Sie eigentlich noch normal? Nicht in jeder blauen Hose steckt ein strammer Vollmatrose. Ja, das ist doch sonnenklar. Damals trug schon Karl der Große ab und zu ne blaue Hose, wenn er auch kein Seemann war. Ahoi, 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 ahoi. Wenn er auch kein Seemann war. Das ist ihr nicht bekommen, diese Enttäuschung. Als sie dann heimgekommen, kam die Erleuchtung. Nein, was war ich doch ein Dusel, sah mich schon als Seemannsfrau. Dabei roch der Kerl nach Fusel, darum war der auch so blau. Das soll mir eine Lehre sein, meinte sie dann schlau. Darauf fall ich nicht mehr rein auf Marineblau. Nicht in jeder blauen Hose steckt ein strammer Vollmatros. Ja, das ist doch so. Damals trug schon Karl der Große ab und zu ne blaue Hose, wenn er auch kein Seemann war. Ahoi, 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 wenn er auch kein Seemann war. War ja nicht so schlecht, ne? Also es gibt ja viele Leute, die alt werden, ne? Ich bin auf dem Wege, um so alt zu werden. Aber was will man machen? Und nun möchte ich einen von einem, und zwar: Der alte Bahnhofsvorstand lässt den Letzten fahren. Was ist das los? Nun seien Sie doch ein bisschen vernünftig. Der alte Bahnhofsvorstand lässt den Letzten fahren. Den letzten Zug nach Wanne-Eickel-Iserlohn. Und jeder Fahrgast sieht an seinen weißen Haaren,
Der alte Bahnhofsvorstand geht jetzt in Pension. Ein letztes Mal schluft er nach vielen, vielen Jahren an seinen Spind und dann verlässt er die Station. Jetzt ist es aus, nun lässt er nie mehr einen fahren. Nach Wanne-Eickel und auch nicht nach Iserlohn. Woher ist er? Als er wieder mit der Kelle an dem Bahnsteig stand, drückte ihm der Oberheizer einen Brief in seine Hand. Als er ihn gelesen hatte, wurde er kreidebleich und stumm. Denn es schrieb die Hauptverwaltung, ihre Zeit, die ist jetzt um. Schön, ne? Ja. Schön, ne? Der alte Bahnhofsvorstand lässt den letzten fahren, den letzten Zug nach Wanne-Eickel-Iserlohn. Und jeder Fahrgast zieht an seinen weißen Haaren. Der alte Bahnhofsvorstand geht jetzt in Pension. Ein letztes Mal schluft er nach vielen, vielen Jahren an seinen Spind und dann verlässt er die Station. Nun ist es aus, jetzt lässt er nie mehr einen fahren nach Wanne-Eickel und auch nicht nach Iserlohn. Ja, da bin ich aber sprachlos. Das ist ja toll. Jetzt sehe ich euch das erste Mal. Schadet euch nichts. Sie kennen doch sicher den Schmitz-Grön. Ja, ich glaube, er lebt immer noch. Ne? Ja, ich glaube, der ist vier Jahre älter als ich. Und ich versuche ihn einzuholen, aber gelingt nicht. Er ist immer dann ein Jahr für mich, also ist nicht zu fassen. Ja, und mit dem war ich mal auf Tournee, das heißt, wir hatten einen frohen Samstag, Nachmittag im Funk, und der ging ja auch über die Dörfer, was weiß ich, wir waren in Herr Mülheimer, irgendwie im Ruhrgebiet. Ja. Und als wir fertig waren, ne, sagte Jupp, komm mal Jan jetzt, ehe der Bus fährt, die Ecke runter ist ein Wirtschaft, da kriegen wir fein Pilz und ein Schnäppchen. Was? Ja, sag ich, komm, ne? Also wir dann dahin und da waren die Leute, die waren also toll, wie wir dann da kamen. Ach, da seid ihr ja und doch, ja. Und einer sagt für mich unter anderem, sagte, ey, Jupp Schmitz, komm mal her. Ich sag, was ist denn? Ich sagte, du kannst doch Kölsch. Ja, sag ich, sicher. Kannst du mal dann den Satz übersetzen? Ich weiß vor lauter Langeweile nicht, was ich tun soll. Ja, sag ich, das ist so einfach. Ich weiß vor lauter Langeweile nicht, was ich tun soll. Ja, da kannst du mich mal schlecken. Das ist doch nicht Herbert. Ja, das ist doch nicht möglich. Naja, also jedenfalls waren da wieder eine getrunken. Ne? Ja, ist das da möglich? Der Bus ist weg, sagt der Junge. Der Bus ist weg. Er hat jetzt losgelotet, der Bus ist weg. Ja, sag ich, was machen wir da jetzt? Ach, sag ich, wir fragen, hey, der weht.
ob der vielleicht noch ein Zimmer hat irgendwie. Ja, ja, komm, Prost und so. Er hatte noch ein Zimmer. Ich sagte, ja, da können wir. Das ist sowieso nicht besonders. Einfach 2 Betten stehen drin, also ist klar. Ja, ja, wir haben noch eine getrunken und noch eine, um wieder zu essen, sind wir dann leicht besäuselt in das Zimmer. 2 Betten, tatsächlich, Donnerwetter. Ja. Wie wir nun alle 2 richtig im Bett lagen und schön warm wurden. Was ist das dann? Was ist das dann? Ja, du hörst. Wanzen. Wanzen. Ich sage für den Größer, das ist ja furchtbar. Was machen wir? Ich sage, weißt du was? Wenn wir uns jetzt die ganze Nacht jöcken, da kommen wir ja nicht zum Schlafen. Also pass auf, wer sich zuerst wieder ins Jöck, der muss wohl ein Frühstück bezahlen. Ja, das machen wir, komm. Ne? Also mir wieder in das Bett. Aber es war eine halbe Stunde, habe ich ausgehalten. Dann bin ich raus. Ich sage, Jürgen, ja? Sag ich, mein Großvater, weißt du das? Der war General. Der hat Hesu Biesen. Ganze Brust voll Orden, Epaulette und Hede. Und dann bin ich wieder in das Bett. Auf einmal springt der Grün aus dem Bett und sagt, sag, was ich hier noch sagen wollte. Mein Großvater, der war kein General. Der hat doch kein Biesen. Der hat doch keinen Orden. Der hat doch kein Epaulette. Der hat doch keinen Mascherstab. Der war Friseur, das Arschloch. Ist doch unglaublich. Aber jetzt kommt, was Sie bestimmt nicht mehr wissen. Das ist ein Lied, das ist wohl eines meiner größten Erfolge. Ja? Ja? Einer hätte geklatscht, also. Der Herr. Ja, ist das denn wahr? Ich weiß ja, was das dort zu klatschen ist. Sie wissen doch ja nicht, worum es sich handelt. Aus dem schönen Alpenland kam nach Köln am Rhein einst ein Knabe braun gebrannt und brach furchtbar ein. Mit der Lederhose trat er vors Publikum und sang eine Moritat und das nahm man ihm krumm. Oh wie dumm, oh wie dumm, oh wie dumm. Der Hirten von St. Katrein, der noch heute an Köln am Rhein. Er sang seine Lieder, da pfiffen die Brüder. Jetzt singt er nur noch in St. Katrein. Und das haben sie behalten. Das ist ja toll. Auch eine schöne Melodie. Heute
treffen die Brüder, jetzt sind wir nur noch in St. Gathein. Okay. Vielen Dank, danke, Dankeschön. Und wenn Sie, ja. Mein hochverehrtes Publikum, ich muss nun leider gehen, weil ihr so viel gelacht, das hat mich froh gemacht. Nun fällt mir der Abschied schwer. Doch wenn ich einmal wiederkomme, dann müsste es so sein, dass wir uns wiedersehen. Ach, es wäre gar zu schön, denn Lachen ist Sonnenschein. Man hat's schwer, manchmal sehr, und ein Tor wär keinen Humor. Mein sehr verehrtes Publikum, ich muss nun leider gehen. Es ist kein dummer Witz, es sagt euch jetzt Jupp Schmitz. Herzlich auf Wiedersehen. Nee, doch, Danke, danke. Ja, danke.